Ich glaube, ich fahre völlig verbunden da rum. Es ist vorhin gestanden der Werkverkehr. Ich glaube, ich dürfte da gar nicht durchfahren. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt Zürich Affoltern. Ein bisschen im falschen Ort, ich wollte eigentlich direkt auf Zürich rein wollen. Aber das Problem war, dass es neue Verkehrsführer gibt und dann konnte ich nicht mehr rüber können auf der Autobahn. Dann hat es so die orange Teile auf der Straße gehabt. Ich kann sich von der Autobahn einfach nicht die Pfosten, sondern richtig am Boden. Was ich nicht machen konnte durchfahren. Und am Schluss hat es zwar schon offen gesehen, man durch können, aber das wäre ja übelst illegal wieder gewesen, wenn ich dort durchgefahren wäre. Darum habe ich das jetzt gelassen. Aber ich meine, Zürich Affoltern fahren ist auch chillig. Hinter mir Gorwit. Schon chillig mal ein bisschen durch. Und ich kann auch ein bisschen über das Thema ansprechen, das ich vorhin gerade auf Instagram gesehen habe. Und ich habe gefunden, das ist nicht direkt Thema Auto, Thema TÜV, was auch immer, aber ich finde das auch noch wichtig, um mal angesprochen zu haben. Und zwar kennt sicher jeder die Situation, man fährt, man hat irgendetwas gegessen, was auch immer, oder etwas auspackt und hat dann den Apfel und schmeißt es am Fenster. Ich muss ganz ehrlich sagen, und das meine ich jetzt wirklich, wenn ich sage, ich habe das nie gemacht. Ich habe nie etwas aus dem Fenster geschmissen, wenn dann höchstens, wie soll ich sagen, aus Versehen, aber nicht einmal an das kann ich mich nicht mal erinnern. Also ich wollte mich nicht selber loben, Covid ist wieder hinten da. Ich wollte mich nicht selber loben, aber ich bin in dem Sinn schon ein richtig sauberer Mensch, wirklich. Und ich wollte sagen, wenn zum Beispiel die Kühe das fressen, oder wenn man auf die Straße hört, oder das kommt das Feld rein bei den Kühen, das ist einfach, es ist nicht einfach nur grusig, so allgemein, so Umweltverschmutzung, wenn man das Zeug am Boden schmeißt, sondern dann, ja, wenn die Kühe verwutschen, oder? Dann, ist einfach scheiße, wenn die fressen es dann und dann, je nachdem verschneit es das ganze Schnurren. Oder, ja, sie haben das dann im Magen. Und das ist mir einfach wichtig, das mal zu sagen, dass, wenn man so denkt, ach komm, scheiß drauf, früher schon raus, passiert ja nichts, sieht ja niemand und so. Es ist so oder so hässlich, ob es auf der Autobahn ist oder ob es in der Stadt ist oder ob es auf dem Land ist. Aber, ja, das sollte man einfach allgemein nicht machen. Würde ich einfach jedem ans Herz legen, das bitte zu unterlassen. Ich darf nicht so schnell fahren, ich bin in der Stadt Zürich. Da hat es alle 3 Meter einen Blitzer. Nein, wie gesagt, würde ich jedem wirklich ans Herz legen. Und ja. So viel zu dem. So ein mega schönes Wetter, jetzt habe ich den TÜV. Jetzt bin ich schon am 3. Video dran. Ich habe den TÜV ja gemietet heute. Gestern war es noch so hässlich, heute Morgen war es bewölkt. Ich hatte schon erwartet, dass es schön wird, aber es ist schon geil zum Umfahren. Ich habe mir schon überlegt, jetzt, dass ich dann den TÜV zum Beziehten wieder zurückbringe. Und dass ich vielleicht mit dem Mazda noch ausgiebig fahren. Weil, also mit dem TÜV brauche ich jetzt nicht viel Most. Da dann die Hai tanken. Ich habe ja die Hai noch einen Kanister, den ich mal gefüllt habe. Und ich den schnell dann die Hai tanken, den TÜV. Dann könnte ich eigentlich eine Ausgiebig mit dem Mazda fahren, weil ich habe ja, wie gesagt, der Mazda ist jetzt mein Spielzeug in dem Sinn. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr gefahren bin. Ich bin sicher schon, also ja, jetzt bin ich das letzte Mal gefahren am Japaner-Treffen, oder? Und dann war eine Woche Ferien gewesen. Und jetzt ist auch schon dazu wieder der Dienstag.
schon wieder Dienstag, oder? Also wäre vielleicht nicht schlecht einmal zu fahren. Gehen wir Richtung Oerlikon. Nein, das wäre vielleicht noch chillig. Mich nimmt es Wunder, ich wollte mal das mal im Club ansprechen, wie die das machen mit dem Winter, ob das einfach das Auto über 3-4 Monate einfach gar nicht machen, ob das nicht irgendwie schädlich ist. Ich kann mir das, ganz ehrlich, bis jetzt ist das ja für mich nie ein Thema gewesen, beziehungsweise nur mit dem Oldtimer, dass der im Winter nicht gefahren wird. Aber es hat mich nicht gejuckt, ich habe nicht groß Gedanken darüber gemacht, ob da etwas kaputt geht. Aber jetzt bin ich so in dieser Materie rein mit dem Mazda, mit kaputt gehen, mit Warmfahren etc. Hast du nicht gesehen, dass mich das eigentlich wirklich ja, beschäftigt, ob jetzt vielleicht alle paar Tage damit fahren. Oder wie das genau läuft. Weil, also im Winter, also sagen wir so ganz ehrlich, ich würde im Winter natürlich nicht fahren mit dem Mazda, weil ich verkaufe jetzt auch meine Winterpneu und der Mazda, ich habe ja darum so ein Auto gekauft, dass der wirklich geschont wird, auch wegen dem Rost und so, wegen dem Salz auf der Straße, wegen der Feuchtigkeit. Aber ich habe mir jetzt überlegt, wenn es mal im Winter, sagen wir mal, im Winter wirklich mal ein Tag richtig warm wäre. Weißt du, so, also ich meine jetzt wirklich richtig warm, nicht 2-3 Grad, 4-5 Grad, sondern vielleicht so schon an die 7-8 Grad. Dass ich dann mit dem Mazda würde ja, dann würde ich wieder mit dem Mazda fahren im Winter, dass er nicht November, Dezember, Januar, Februar, März, ja, etwa 5 Monate gar nicht bewegt wird, weißt du, was ich meine? Und das ist schon mega lang dann. Ich habe das Auto 2 Jahre. Dann wird einfach 5 Monate nicht mehr bewegt. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, wie heftig. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Da rechts geht es zu SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind jetzt. Oerlikon, ich glaube schon bald das Oerlikon. Weil es kommt mir bekannt vor. Grabenwies, Momol. Steinkluppe, Sportplatz Steinkluppe. Nein, ich schaue mal, wie es weitergeht jetzt mit dem Mazda. Da geht es jetzt noch rechts durch, da nicht rechts, geradeaus. Wie es weitergeht mit dem Mazda. Mit dem Fahren, weil ich das Auto sicher weiterhin bewegen. Weiterhin fahren bringt es ja nicht. Also ich kann es auch nicht verkaufen, aber der dann mir am Arsch wegrostet. Oder? Muss ich schauen, aber ich könnte mal schauen, vielleicht, dass ich heute wirklich richtig ausgiebig noch fahren. Also was heisst ausgiebig? Dass ich einfach alles habe, dass ich Autobahn habe, dass ich Stadt habe. Dass er richtig genutzt wird heute wieder. Wo geht es jetzt durch? Rechts oder geradeaus? Ich glaube, ich fahre geradeaus. Sieht chillig aus mit den Bäumen. Sieht chillig aus mit den Bäumen, geradeaus fahren. Ja, ich glaube schon. Ah, ich muss das mit der Kamera mal lösen, damit das richtig eingestellt ist. So wäre es perfekt. Ja, ich muss schauen. Ich muss schauen, wie ich das mache. Mega chillig immer, wenn es so Bäume hat, rechts hat es grün. Ich habe mir mal ganz ehrlich überlegt, ich wohne ja schon mega lange auf dem Land. So, bei Winterthur, ein bisschen außerhalb von Winterthur, nicht mit in Winterthur selber. Und ich habe mir mal überlegt, wie es so wäre, in Winter. Ah, scheiße, habe ich wieder geträumt. Wie es wäre, wirklich in der Stadt Zürich, sogar nicht Stadt Zwinti, sondern Stadt Zürich zu wohnen. Ich muss sagen, für mich
Ich habe halt gerne die Ruhe, dass wirklich kannst rausgehen dann zum Auto, kann sagen, sieht dich, kannst, weißt du, ich meine, und du bist halt, du gehst halt dann nicht aus den Haustüren raus und dann bist du gerade weg, sondern bei uns bist du aus der Haustür und dann gehört immer noch alles dir, weißt du, ich meine, es ist einfach, wenn man so überlegt, wie es wäre, in der Stadt Zürich so zu wohnen. Grundsätzlich, solange ich im Haus das wäre und nichts mache, wäre es mir scheißegal, aber sobald du rausgehst, sobald du aus der Haustür rausgehst, ist alles nicht mehr dir, weißt du, was ich meine? Und du hast einfach den Lärm die ganze Zeit, wie fasziniert mich Beirut, mal der Velofahrer fährt nach Beirut. Was soll ich jetzt wieder sagen? Von dem her, für mich, was für mich jetzt einfach schwierig, weil erstens mal, ich bin halt mega lange auf dem Dorf. Ich kenne das halt nur so auf dem Dorf. Das ist jemand, der lange in der Stadt lebt. Kennt auch nur das. Und ja, ich muss einfach sagen, von dem her, ja, eben, das ist halt wie so eine Gewöhnungssache, weißt du, was ich meine? Es ist halt, ja, es ist schon okay, aber man muss sich halt daran gewöhnen. Ich glaube, ich fahre völlig verboten da rum. Es ist vorhin gestanden der Werkverkehr, ich glaube, ich dürfte da gar nicht durchfahren. Aber ich fahre jetzt, ich bin schon da, was soll ich mich jetzt nicht wegbeamen? Ich kann mich ja jetzt nicht wegbeamen. Fahre ich wieder da runter, komm, oder? Ja, nein, ich finde es mega chillig jetzt TÜV fahren, mega schön, die Freiheit. Mega Freiheit, jetzt mit dem TÜV so ein bisschen rumzufahren, anfahren, wo du willst, ohne... Das habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. So rumfahren ohne Sinn. Früher, wo ich noch nicht auf Winterthur ins Fitness gegangen bin, habe ich das mega viel gemacht, einfach ohne Sinn. Auf Winter reingefahren, durch Winterthur ohne ein Ziel, was ich meine, ohne Sinn, ohne Ziel. Aber jetzt, seitdem ich jeden zweiten Tag ins Fitness, also 3 Mal in der Woche besser gesagt ins Fitness gehe, ist das für mich ein bisschen so, dass ich das fast nicht mehr mache. Also ohne Sinn und 2 zu fahren. Oder mache ich fast nicht mehr. Also eigentlich gar nicht mehr. Ich gemeint, ich kenne vom Fitness da, die mit der braunen Hose. Na gut, ich will mal sagen, wer hat das gesehen? Das ist wahrscheinlich jetzt vorläufig das letzte Video mit dem TÜV. Vielleicht lehnen dann wieder mal aus, dann gibt es wieder Videos. Und dann, ja, muss ich mal sagen, wer ist das gesehen? Schöne Zeit noch, beziehungsweise das nächste Video wird wahrscheinlich mit dem Auto sein. Könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr irgendwelche Luxuswohnung, die wird mir auch kosten. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich so könnte bringen. Und sonst, ja, was das gewesen? Ciao miteinander, euer Obscuro 94.